Achtung, dies ist ein Meinungsblock. Alle Talks sind reines Stammtischniveau, mit humoristischen Ansätzen, oft emotional, manchmal auch polemisch. Erwartet keinen analytischen Expertentalk, liebe Freunde. Er sparte wie nie ein Mensch zuvor. Er riskierte alles für die Wahrheit. Doch jetzt steht er vor seiner größten Herausforderung. Ein Mann, eine Mission. Doch es gab viele Hürden. Die Jahreszeit war gegen ihn. Sogar ein ehemaliger Weggefährte stellte sich ihm in den Weg. Du kriegst Partei nicht. Mich muss man erstmal schlagen. Er ist wieder da. Indiana Doof. Nachjäger des verlorenen Budgets. Und Indiana Doof und die Zeugenaussage. Das neueste Abenteuer. Indiana Doof auf der Suche nach dem Mittelstürmer. Nur auf Leos FC Kosmos. Hallo, moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, meine lieben Freunde, zu diesem Zeitpunkt, es ist Donnerstag, 18:42 Uhr, hat Indiana Doof seine Mission leider noch nicht erfüllen können. Wir werden sehen, also aktuell gibt es da nichts zu spoilern, aber dazu kommen wir später. Wir werden natürlich unser Auswärtsspiel in der Stadt von Till Eulenspiegel, die Anspielung habt ihr hoffentlich im Thumbnail erkannt, natürlich thematisieren. Wir spielen in Braunschweig, da haben wir in der Hinrunde einen Kantersieg erlangt und da bin ich mal gespannt, wie die Tendenz da im Nachhinein aussieht. Ich bin mir selber noch ein bisschen so unklar, weil hat sich auch ein bisschen was bei den Braunschweigern getan, aber dazu später mehr. Fangen wir mal an mit ein paar Dinge, die sich diese Woche getan haben, meine lieben Freunde. Wir haben es geschafft, Jonas Urbik wurde mittlerweile an den FC Bayern München verkauft für 8 Millionen Euro plus Bonuszahlungen. Also 3 Millionen stehen im Raum an Bonuszahlungen, wahrscheinlich so im Erfolgsfall. Und da ich ja befürchtet hatte, dass Urbik den Verräter-Move macht, etwas, was für mich immer wieder eine Demütigung ist, wenn das geschieht. Siehe Judas Iskariot mit der Nummer 10 bei denen, deren Namen hier nicht erwähnt wird und denen ich keine Plattform bieten möchte. Da bin ich ja froh, dass er dann doch bei München gelandet ist. Ich wünsche Ihnen da an der Stelle tatsächlich auch von ganzem Herzen alles Gute und viel Erfolg. Ihr könnt gerne die nächsten 100 Jahre Deutscher Meister werden, solange wir nicht eventuell ins Meisterschaftsrennen eingreifen. Oder die Dortmunder vielleicht irgendwie da gut dran sind. Naja, Rot-Weiß Essen wäre mir auch lieb, aber das ist noch Lichtjahre entfernt. Aber wie gesagt, ansonsten können die Bayern gerne Meister werden. Alles holen, ist mir egal. Hauptsache, es wirkt sich nicht negativ auf den FC aus. Ja, dann kommen wir nochmal zu Imad Rondic. Also, wir haben ein Angebot abgegeben, wurde abgelehnt von Vítěz Lodz. Da kommt auch noch hinzu, dass die beiden Berliner Clubs Union und Hertha auch noch Interesse bekundet haben. Und da ist wieder die Frage, liegt es vielleicht daran, haben die mehr geboten? Haben wir wieder den Sparkurs eingelegt? Was hat er ihnen geboten, frage ich mich an der Stelle. Oder denen geboten? Naja, wie gesagt, Indiana Doof und seine größte Mission. Ein Mittelstürmer, es ist unfassbar. Auch wenn er wirklich ein optisch nicht gerade unauffälliges Riechorgan hat. Ja, wir wissen, Glashaus, Steine und so weiter, aber es übertrifft Mainz ja um Weiten, hat er aber nicht gerade den richtigen Riecher für Stürmer bewiesen. Erst modest, dann verkaufen an den BVB und in keinster Weise für irgendeinen Ersatz sorgen. Naja, aber da könnte ich mich auch stundenlang drüber aufregen. Aber ich denke, das Thema können wir dann ein bisschen später vertiefen. Es gab dann noch einen weiteren Stürmer, der so bei uns im Gespräch war, Steve Mounié vom FC Augsburg. Aber der darf leider nicht, wie es angestrebt war, an uns ausgeliehen werden, denn Augsburg hat mittlerweile viel zu viele Spieler verliehen. Und da gibt es so eine FIFA-Regelung, die greift dann in dem Fall und ja, wird nicht klappen. Wird nicht klappen. Auch den können wir nicht auf Leihbasis verpflichten. Deswegen brauchen wir nicht darüber spekulieren, inwieweit er uns verstärkt hätte. Klar, ganz nett, dass er ein bisschen England-Erfahrung hat. Aber an und für sich, ja, keine Ahnung, inwieweit er uns verstärkt hätte. Deswegen lohnt sich da eine Diskussion nicht. Weil es geht nicht. Er wird nicht kommen. Ich habe mir dann ein bisschen die Pressekonferenz angesehen, um ein bisschen vielleicht noch hier was an Thematik reinzubringen.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte schon wieder kotzen können, als ich Thomas Kessler gesehen habe. Ja, ich weiß, im Prinzip hat er einen gewissen Legendenstatus in diesem Verein. Trotzdem, ich finde so als, was ist denn nochmal, Leiter Lizenzspielerbereich oder sowas in der Richtung, auf jeden Fall rechte Hand von Christian Keller. Seitdem er das irgendwie mittlerweile vehement immer mehr und mehr nach außen trägt, was er für eine Rolle spielt, wirkt er auf mich ein bisschen unsympathisch. Wirkt ein bisschen so, als ob er auf Krampf seriös sein möchte. Und die Wortwahl, die wirkt auch immer ein bisschen so von oben herab. Zumindest in dieser Position. Ich weiß zwar nicht, wie das so wäre, wenn man mit dem so alleine chillt. Aber an und für sich, ich kann das einfach mir nicht so anhören. Er hat jedenfalls dann erstmal verkündet, dass Maxi Schmid uns verlassen wird. Er geht zu Erzgebirge Aue. Und ebenso hat er schon angedeutet, und es ist mittlerweile offiziell, Maiko Weschenbach verlässt uns und geht zum Karlsruher SC. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir dafür eine Ablöse generieren. Eigentlich ja, oder? Das ist noch vor Vertragsablauf. Ja, ich weiß nur, meine ganzen Freunde hier in der Beschreibung haben immer sehr von Weschenbach geschwärmt im Training. Sagt zum Beispiel Pierre von Köln Insight, dass das, wann auch immer er da war, einer der besten Spieler war, zumindest im Training. Und was soll ich sagen? Schade, aber er hat dem FC alles Gute gewünscht, das Beste sogar. Und solange wir uns da nicht im Weg stehen, sage ich auch, ist okay, versuch dein Glück. Wer weiß, vielleicht werden wir mal ein richtiger Top-Verein, dann kommst du zurück und bist vielleicht ein richtig hammermäßiger Spieler. Man weiß ja nie. Es gibt ja immer so welche Rückkehr-Stories im Fußball. Ja, wir haben dann aber tatsächlich noch jemanden verpflichtet. Ja, wir verpflichten alles außer einen Mittelstürmer und das schon seit Jahren. Halten wir das mal fest, aber wir brauchen es ja wegen des Urbik-Wechsels. Als Ersatztorhüter verstärkt uns Anthony Racciopi oder Racciopi, muss man schauen. Auf jeden Fall ein Schweizer, der hat bisher bei Young Boys gespielt. Jetzt kommt er gerade aus England, aber zuvor hat er bei Young Boys gespielt und wurde dort auch Meister, hat auch eine gewisse Reputation bereits. Und aktuell handelt es sich dabei um eine Leihe bis Saisonende mit einer Kaufoption. Da kommt wieder das Problem auf, dass da schon wieder eine Klausel von Marvin Schwäbe ans Licht der Öffentlichkeit gelangt ist. Es sieht wohl eventuell aus, dass Marvin Schwäbe so eine 4 Millionen Euro Klausel drin hat. Ich weiß nicht, ob es 100% so ist, dass es im Nicht-Aufstiegsfall diese Klausel eingeleitet wird. Oder generell, ob man ihn im Sommer für 4 Millionen verpflichten kann. Ich weiß es nicht. Das fände ich sehr schade, gerade wo er jetzt wirklich sich diesen Stammplatz erobert hat oder ihm zugewiesen wurde, kann man sehen, wie man will. Aber er hat ihn auf jeden Fall gehalten. Und nun ja, ich sage auf der einen Seite, er ist mittlerweile, ja, roundabout 4 Jahre hier. Das ist natürlich schon eine lange Zeit und mit uns in die zweite Liga gegangen. Aber, was soll ich sagen, Gefahr droht. Marcel Lotka vom BVB, der auch im Gespräch war, der möchte sich nicht auf die Bank setzen. Ja, die Karten werden dann schon wieder in dem Punkt neu gemischt im Sommer. Ja, auf der Pressekonferenz hat dann nochmal Gerhard Struber uns informiert darüber, dass Linton Meiner eventuell wackelt aktuell. Ist unklar, ob er eingesetzt werden kann am Samstag. Matthias Olesen trainiert wieder. Und Tim Lemperle ist leider Gottes nicht spielbereit. Also er hat sich immer noch nicht die Verletzung ist noch nicht auskuriert. Kann eventuell sein, dass er bei unserem Pokalspiel, bei denen, die hier nicht genannt werden, eingesetzt wird. Das wird spekuliert, so in Fankreisen. Ansonsten hat noch einmal Thomas Kessler sich geäußert. Ganz ehrlich, der nervt mich mittlerweile genauso wie Christian Keller. A.k.a. Indiana Doof. Der sagt nämlich, man will nicht auf Biegen und Brechen etwas verpflichten in Sachen Sturm, um die Fans zu beruhigen. Ja, das Ding ist einfach nur, ich bezweifle immer noch, dass wir ein gutes Scouting haben. Ganz ehrlich, unser Scouting hat ein Downgrade erfahren über die letzten Jahre. Und wenn ich so sehe, wo man sich da alles umsieht, Österreich, Schweiz, Dänemark, das sind immer die gleichen Länder. Jetzt kam mal Polen ausnahmsweise dazu. Ja, ich habe letzte Woche gepredigt, guckt euch mal in Osteuropa um. Aber das war so eine gewisse Ausnahme. Also der Verdacht, dass Christian Keller kein Netzwerk hat, der erhärtet sich immer mehr, Leute. Dann könnt ihr gerne sagen, der labert Scheiße, aber warum wird es dann nicht widerlegt? Ich sage ja auch immer,
manchmal sage ich diese Sachen auch, um zu provozieren, in der Hoffnung, dass es einer hört und dann sagt, weißt du was, den widerlege ich jetzt, dem stopfe ich jetzt das Maul. Und diejenigen, die mir das Maul stopfen sollen, das sind Christian Keller und Thomas Kessler. Diejenigen, die mir das Maul stopfen sollen. Plus der Vorstand, selbstverständlich. Ja, und Julian Pauli wird wohl nur minimal belastet. Es gibt kein Zeitlimit, sagt Gerd Struber, um ihn zurückzuholen. Es heißt auch jedes Mal, wenn er immer mehr und mehr belastet wird im Training, dann geht es ihm schlechter. Zwischendurch geht es ihm gut. Ich mache mir da richtig Sorgen um ihn. Ganz ehrlich, da gibt es jetzt nicht irgendwas zu spekulieren in Bezug auf die medizinische Abteilung oder sowas, was ich manchmal mache. Aber arme Sau, der tut mir richtig leid. Weil das war ja unser Rising Star diese Saison. Und sehr schade, sehr schade. Ich hoffe, der Junge erholt sich. Weil das wäre wirklich eine traurige Geschichte. Eine Geschichte, die schon fast, wenn das irgendwie zu einem vorzeitigen Karriereende sogar führt, muss man auch spekulieren. Das wäre schlimmer als die ganze Geschichte um Sebastian Deißler herum. Ja, aber gut, das sei mal so am Rande erwähnt. Und dann, was sehr interessant war, unter gewissen Umständen könnte gegebenenfalls unser U21-Spieler und Stürmer Oliver Schmidt, beziehungsweise Schmidt oder Schmied, habe ich gar nicht drauf geachtet, mal Teil des Kaders sein. Das heißt, mal mitfahren. Ich würde schon gerne mal sehen, wie das so wäre, wenn man ihn einsetzt. Ja, weil bei der U21, wann auch immer ich bin, trifft er. Und es ist auch unklar, wie es mit Dennis Hussein Bashic aussieht. Das ist unklar, ob er eingesetzt werden kann. Aber gut, liebe Freunde, dann kommen wir noch mal kurz zu einigen Dingen und Infos über unseren Gegner, Eintracht Braunschweig. Also, Braunschweig hat zuletzt zweimal unentschieden gespielt. Und am 12. Spieltag zuletzt gegen den HSV gewonnen. Aktuell stehen sie auf Platz 17 mit 15 Punkten. Zwei Punkte Abstand zum Relegationsplatz. Und was interessant ist, Ryan Philippi hat aktuell 9 Tore, also 1 mehr als Tim Lemperle. Das heißt, mit dem ist natürlich zu rechnen. Dann haben sie auch noch einen Außenbahnspieler verpflichtet, Mohamed Dräger. Der war unter anderem bei Freiburg, Paderborn und Olympiakos aktiv. Das ist also eine neue Verpflichtung, der wird Eis sein. Und das darf man nicht außer Acht lassen, diesen Faktor. Ja, so viel sei dazu gesagt. Dann können wir direkt mal zu meinem Spieltagstipp kommen. Also, ich glaube tatsächlich wiederum, dass unserem Gegner ein Tor gelingen wird. Eintracht wird ein Tor erzielen und deswegen glaube ich aber nicht, dass wir verlieren. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wir gewinnen schon wieder. Vielleicht gegebenenfalls nicht gerade verdient, aber ich sag mal so wurden auch einige Mannschaften früher deutscher Meister, wenn es unverdient war. Und deswegen sage ich mal 2:1. Das ist mein Tipp. 2:1 für uns. Und klar, wir haben ein Problem im Sturm nach wie vor, aber naja, der Saisonverlauf hat ja auch bewiesen, dass wir hin und wieder auch uns auf Spieler verlassen können, die eben keine Stürmer sind, wie zum Beispiel zuletzt der Ljubicic. Hin und wieder nach einem Eckball trifft auch per Kopf Timo Hübers. Und deswegen schließt das mal nicht aus, dass auch sowas möglich ist. Ja, das wäre es dann erstmal, bis das Spiel dann vorbei ist und wir dann eine Reaction von meiner Seite aus sehen. Deshalb bedanke ich mich an der Stelle für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns auch wiedersehen.